Future Public Transportation. Dieses Transportmittel, ein Mix aus einem Helikopter und einem Regional-Elektrozug, ist für eine große Personenanzahl gedacht und höchst komfortabel ausgestattet. Die Ingenieure haben in einem großen Innenraum nicht nur Sitzgelegenheiten, sondern auch einen Essbereich sowie eine Bar aufgestellt. Die gesamte Konstruktion wird mit Hilfe von 6 leistungsstarken Propellern hochgehoben und dreht sich nach der vorgegebenen Flugbahn dank besonderer Gleisen, die unten montiert sind. Dabei befindet sie sich auf einer niedrigen Höhe, ermöglicht es aber Staus und Gefahren, die sowohl für Schnellstraßen als auch für Flüge in großen Höhen charakteristisch sind, zu umgehen. Next Future Transportation. Noch ein Konzept für die öffentlichen Verkehrsmittel der Zukunft wurde von einem Ingenieurenteam unter der Leitung von T. Jacqueline ausgearbeitet. Laut einem Entwickler wird die autonome Transportation zur wichtigsten Verkehrsmethode in der Stadt werden. Sie basiert auf Modulen. Jedes Modul kann sowohl individuell für den Transport von Personengruppen von 1 bis 8 Passagieren arbeiten oder sich direkt auf der Straße zu einem Autozug bzw. einer fahrenden Autokette zusammenschließen. Somit verwandelt sich das Modul zu bequemen und effektiven Transportmitteln, je nach Dichte der Passagiermenge. Auch wenn es viele Menschen geben wird, heißt das nicht, dass sie nicht komfortabel transportiert werden können, denn jedes Verkehrsmittel hat sogar eine Bar und ein Geschäft. Dabei können Einkäufe mit einem Gadget und ganz ohne Bargeld getätigt werden. Das gleiche gilt für den Ticketpreis. Smartphones, Smartwatches, kleine PCs und andere Geräte arbeiten zusammen mit Next Future. Die Module holen die Menschen von einer Haltestelle ab, die vorher in der festgelegten Route eingeplant sind. Die Länge jedes Moduls beträgt 2,7 Meter, dabei haben dort bis zu 10 Personen Platz. 6 davon sind Stehplätze und 4 Sitzplätze. Außerdem können die Module sowohl auf normalen Straßen fahren als auch auf Gleisen, und um die Module zusammenzufügen, werden Magnetkupplungsgeräte verwendet. Air Cruise Experience. Dieses Konzept eines luxuriösen Kreuzfahrtschiffes basiert auf der Plattform von Zeppelins. Die Hersteller behaupten, dass man damit nicht nur schnell, sondern auch sehr komfortabel reisen könne. Die Funktion dieses futuristischen Zeppelins basiert auf der sogenannten Aeroscraft-Technologie. Das bedeutet, dass er seine Motoren als grundlegende Hebequelle verwendet und Helium dabei das Gewicht des Ladeguts kompensiert. Das Luftschiff ist außerdem mit einem besonderen Ballastsystem ausgestattet, der den Mitarbeitern erlaubt, das Gesamtgewicht des Schiffes mit der Luftkompression zu regulieren. Im Inneren des Zeppelins befindet sich ein großer Saal, ein Essbereich, eine Bar, Küche und Zimmer für die Passagiere, die alles Notwendige enthalten. Dair Insarts Road Technology. Dieser weltweite erste automatisierte Komplex ist für die Preissenkung und Qualitätserhöhung der Flickbarkeit auf den Straßen vorgesehen. Wenn man die Stellen erreicht, wo Flickarbeiten durchgeführt werden müssen, wird dieser Komplex auf hydraulische Stützen aufgestellt, damit er während der Arbeit nicht umfällt. Mit Hilfe von Leuchtsignalen bestimmt der Mitarbeiter den Bearbeitungsbereich und wählt die Größe der zukünftigen Füllung aus. Danach schaltet sich die Maschine in den Automodus um. Das Gerät verwendet eigenständig unterschiedliche Geräte und wechselt sie je nach Bedarf und Reihenfolge der durchgeführten Manipulationen ab. Die Maschine kann den alten Straßenbelag ausschneiden und entfernen, sowie neue, schon vorbereitete Einlagen auflegen. Dabei beträgt der ganze Arbeitszyklus nicht mehr als 5 Minuten und seine Qualität wird durch die hohe stabile Struktur der Einlagen wesentlich verbessert. Mercedes-Konzept IAA. Dieses Konzept, das vom Mercedes-Unternehmen vorgestellt wurde, stellt ein echtes Zukunftsauto dar. Hier kommen seine Abmessungen, ca. 5 Meter lang, ca. 2 Meter breit und 1,30 Meter hoch. Das Auto wird mit einer Hybridanlage in Bewegung gebracht, dessen Gesamtabgabe 279 PS beträgt. Das Auto kann eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 250 km/h erreichen und ca. 66 km bei einem elektrischen Betrieb fahren. Um eine bessere Aerodynamik zu bekommen, haben die Hersteller auf die Seitenspiegel verzichtet und ersetzten sie mit Kameras. Anstatt von Türklinken gibt es ein spezielles Sensorsystem. Das futuristische Aussehen des Transportmittels wird durch die Seitenverglasung verstärkt, die mit Hilfe von Siebdruckverfahren in die Farbe des Autos gefärbt ist. Doch der größte Unterschied dieses Konzeptes ist die Aktivierung der Zusatzelemente im hinteren Bereich, die das Auto verlängern und seine Aerodynamik bei großen Geschwindigkeiten noch mehr erhöhen. TFX. Von außen sieht dieses fliegende Hybridauto wie eine hochtechnologische viersitzige Limousine aus. Nach dem linienförmigen Wagenkasten ist das Auto mit zusammenlegbaren Flügeln mit je 2 E-Motoren an jeder Seite ausgestattet. Diese Motoren werden mit einer Energie, die von einem 300 PS starken Elektroverbrennungsmotor hergestellt werden, in Bewegung gesetzt.
Die Flügel können sich während der Flugvorbereitung horizontal entfalten und eine vertikale Lage bei Fahrten auf einer geraden Oberfläche einnehmen. Die zusätzlichen Propeller garantieren dem Hybridauto den Start und die Landung auf jedem kurzen Streckenabschnitt. Es wird also keine lange Start- und Landebahn benötigt. In der Luft kann das Auto eine Geschwindigkeit von 320 km/h erreichen. Der Treibstoff und die Energie reichen für eine Distanz von 800 Kilometern. Spannend ist auch, dass dieses Konzept halbautomatisch ist. Das heißt, es kann sowohl manuell vom Piloten als auch mit den vorher bestimmten Koordinaten des Zielpunktes gesteuert werden. Transit Elevated Bus. Die Hersteller dieses ungewöhnlichen Busses hatten das Ziel, die Staus der Großstadt vollkommen zu besiegen. Das wurde mit einer außergewöhnlichen Konstruktion eines Verkehrsmittels möglich, die es den PKWs erlaubt, unten durchzufahren. Gleichzeitig befinden sich die Passagiere auf einer hohen, bequemen und total sicheren Plattform. Die Breite des gigantischen Bustunnels betragen ca. 8 Meter, also ungefähr 2 Fahrspuren. Dabei beträgt seine Länge 22 Meter und es haben bis zu 300 Menschen in einem Bus Platz. Die Entwickler behaupten, dass eine Kette aus mehreren Bussen sich gut für das Transportieren von über 1000 Menschen eignet. Trotz der beachtlichen Größe darf dieser Bustunnel keinen Platz auf der Straße einnehmen, da der gesamte Verkehr durch ihn gleiten wird. Zum Transportieren des Tunnels in der Stadt sollten die Straßen mit speziellen Gleisen mit dem System einer Notbremsung für Extremfälle ausgestattet werden. Leider wurde dieses Konzept nicht umgesetzt, obwohl es eigentlich viel Potenzial hätte. Tryfan 600. Dieses Projekt eines universellen Hybrides aus einem Flugzeug und einem Helikopter wird als Tryfan 600 bezeichnet. Dieses Flugzeug, das eine vertikale Hebefähigkeit des Helikopters mit der Geschwindigkeit eines Flugzeuges vermischt, wird mit Verbundstoffen gebaut. Die Entwickler hatten die Idee, dieses Transportmittel für 5 Passagiere und einen Piloten herzustellen. Das Flugzeug ist allgemein für Unternehmer gedacht und soll helfen, das Stauproblem in Großstädten zu lösen, weil es mit einer Geschwindigkeit von 644 km/h fliegt. Außerdem kann es auch für Reisen zwischen unterschiedlichen Städten verwendet werden. Die maximale Flughöhe beträgt 9000 Meter. 2 Turbinenmotoren erlauben es, 1300 bis 1900 Kilometer zu fliegen, ohne nachzutanken, je nach Hebemethode und der Belastung. Die vertikale Steigung wird von 3 regulierbaren Ventilatoren ermöglicht, die ins Gehäuse eingebaut sind und gemeinsam mit ausziehbaren Öffnungen verwendet werden. Interessant ist, dass das Flugzeug keine besondere Start- und Landebahn benötigt und auf jeder ebenen Oberfläche landen kann, einschließlich eines Gebäudedachs oder einer Gartenfläche vor dem Sommerhaus. Navya Ama. Autonome Busse sind der neue Hit in der Technikwelt. Dieses Transportmittel ist absolut umweltfreundlich, was in der heutigen Welt sehr wichtig ist. Das Tanken erfolgt mit Hilfe von Strom. Außerdem stellt dieser Bus einen Roboter dar, also erfolgt seine Steuerung mit Hilfe eines speziellen Computerprogramms, also ohne menschlichen Faktor. Der Bus hat sehr viele Funktionen und ist für Passagiere höchst komfortabel. Im Inneren gibt es eine kleine Klimafunktion sowie eine spezielle Auffahrt für Menschen mit körperlichen Behinderungen. Der Bus ist für das Transportieren für 10 bis 15 Personen geeignet. Dabei sind nur 4 Plätze Stehplätze. Die Geschwindigkeit, die dieses futuristische Verkehrsmittel erreichen kann, beträgt durchschnittlich 20 bis 25 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 45 km/h. Es gibt außerdem eine eigene App für Smartphones und Tablets, wo man den Fahrplan abrufen oder Tickets kaufen kann. Willi. Der Autor dieses Konzeptes ist der Designer Ted Orlovsky, der es vorgeschlagen hat, einen Bus in einen riesigen Bildschirm auf Rädern zu verwandeln. Auf der Außenseite ist eine große LCD-Fläche installiert, die Werbung zeigt. Spannend ist, dass sogar die Werbung auf so einem innovativen Transportmittel ein Fortschritt ist, weil die schnellen Werbespots aneinander abwechseln und die Aufmerksamkeit der Passanten erregen. Während eines Stopps nimmt der Bus ein normales Aussehen ein und man kann Türen erkennen, die Informationen über die Route, den Fahrplan, die nächste Haltestelle und vieles mehr anzeigen. Während der Fahrt stellt der Bus einen einteiligen Bildschirm dar, der Werbung anzeigt. Leider beinhaltet das Konzept keine Beschreibung zur Innenausstattung, wir glauben allerdings, dass es im Inneren des Busses genauso ungewöhnlich zugeht. Firetruck of the Future. Um die Arbeit der Feuerwehrmänner in einer Großstadt zu erleichtern und Staus zu verhindern, haben die Ingenieure des Unternehmens Daher Insat ein Konzept für ein Feuerwehrauto entwickelt. Dieses Transportmittel ist mit Signalscheinwerfern ausgestattet und kann sich bei Bedarf über der Höhe der anderen Autos hochheben und auf 2 Stützen fahren, zum Beispiel zwischen 2 Fahrspuren. Das ist aber noch nicht alles.
Das Feuerwehrauto hat keine Leitern, da es mit einer Drohne ausgestattet ist, das die Feuerwehrmänner und die Wasserspeicher innerhalb weniger Sekunden hochhebt. Flexible Transport. In der Idee dieses öffentlichen Verkehrsmittels liegt, wie auch bei einem Feuerwehrauto, ein sogenanntes selbstbalancierendes Mittel. Mithilfe eines Stabilatorensystems hält diese Konstruktion, die für eine hohe Personenanzahl gedacht ist, das Gleichgewicht auf zwei dünnen Stützen, die sich auf bereits gelegten Gleisen bewegen. Außerdem senkt sich das Konzept vor Hindernissen wie Brücken oder Hochautobahnen, bleibt aber trotzdem höher als öffentliche Verkehrsmittel und hilft somit, den Verkehr auszulasten und Staus zu verhindern. Noch ein Vorteil dieser futuristischen Ausarbeitung sind ihr Ladevolumen und die Umweltfreundlichkeit. Leute, es ist Zeit für euch, euer Gehirn aufzuladen. Besucht den Braintime-Kanal. Dort findet ihr viele interessante und nützliche Fakten, aber auch jede Menge positive Energie und jede Menge nützliche Informationen. Jetzt abonnieren. Wir versprechen euch, dass es richtig spannend wird.